Matthäus 28, Matayo 28 Vers 19. umurongo wa 19. Als Jesus sie vorbereitet, in den Himmel zurückzugehen, er hat klare Botschaft hinterlassen. Jesus ubutumwa butomoye. Entschuldigung. Aho Yesu Kristo yashaka gusubira inyuma yadusigiye ubutumwa butomoye. Er hat gesagt, geht hin. Yaravuze ngo nimugende Und muhindure amahanga yose abigishwa. ja, mubabatiza mu izina rya Data wa twese. stopp erstmal. Hier haben wir verfehlt. Gehen in alle Nationen, alle Nationen Lehrer des Wortes Gottes. Also, wir sind nicht gekommen, zum Punkt gekommen, wo wieder alle bei Jesus. Wer verkündet das Wort Gottes? Ninde avuga ubutumwa bw'Imana? Und auch, ja, sag mal, ja, der ist, ja, und diese drei Hände. Die kommen noch intoki zitatu, aho gatatu. Also das heißt, unsere Mission haben wir noch nicht geschafft. Ukuvuga ngo ibyo twatumwe ntiturabishikana. Twatumwe, Entschuldigung, twatumwe kugira abantu bose amahanga yose abigishwa bei Jesus Christus. Ja? Das war unsere Aufgabe. Und dann, in diesem Saal haben wir keine, die das Wort Gottes, doch, wir haben die Leute, die das Wort Gottes verkünden. Turafise abantu bavuga ubutumwa ngaha muri iyi sare. Ja, und taufe sie im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Mubatiza mu izina rya Data mu izina rya Data wa twese n'iry'Umwana n'irya Mwemu. Und lehren, mubigishe, dass sie verfolgen, kwitondera als was ich euch gesagt habe. Ibyo nabageze byose. Und ich werde mit euch nzoba ndi kumwe namwe bis am Ende des Zeitalters sein. Umve ndi kumwe namwe iminsi yose gushitsa ku mpero w'isi. Warum haben wir nicht geschafft, das zu machen? Kubera ko tutashoboye gukora ibi byose. Warum sind wir hier auch am Zitern? Ah ja, ich bin getauft schon. Kubera ko tuguma dutira tuvuga ngo narabatijwe. Oder das eilt sie nicht. Das eilt sie nicht. Ja, ich habe ja hier einen Schmerzen. Da gibt es eine Schwester in der Gemeinde. Die hat gesagt, ich möchte getauft werden. Und wir sind ja am Warten, das wird kommen. Wir müssen das machen und werden durchmachen. Wir bitten um Entschuldigung. Sie hören uns, ja? Aber wir müssen diese Gelegenheit anbieten in dieses Jahr. Ja, ich muss gestehen, ich habe die Lehre, die vorbereitete Lehre, nicht von mir, was in unseren Gemeinden, was die Lehre, die in unserer Gemeinde verwendet ist, habe ich jetzt zur Verfügung. Wir werden dann hin. Und wir werden die Leute taufen, die akzeptieren haben. Das ist unsere Aufgabe. Und das ist auch ein Zeichen, dass wir, was wir lehren, kommt an. Also das ist Jesus, der lebt im Himmel, und er hatte gesagt,
in 1, Apostelgeschichte 1,8 gesagt, hör mal, warten Sie, bleibe in Jerusalem. Yesu agira agende yavuze muri Apostelgeschichte, Akte des Apostels, ich sage die Nummer 1,8. rimwe ku murongo wa munani. Ja. Und er hat gesagt, ihr werdet die Kraft bekommen, Yarababwiye yuko bazoronka imbaraga wenn der Heilige Geist zu euch kommen wird. mpwemu yera niyaza kuri mwe. Im Moment, oh, da gibt es Leute, die sagen, aber der Heilige Geist, was ist das dann nicht? Hari abantu bamwe bavuga mpwemu yera ni Aber die übertreibt. mugabo bara exagera. Und dann man kommt in eine Gemeinde und sagt, es ist trocken. Mugabo hari abantu baza ngaha bakaba bakamye. Nicht hier bei uns. Also die Leute gehen in eine andere Gemeinde und sagen, es ist trocken, es ist trocken, die schlafen. Hari abandi bagenda mu yandi mashengero bakavuga yuko ibyo bavuga bikanye. Bei uns auch, es ist nichts Besonderes. No ngaha nta bintu birebire bihari. Wir wollen sehen, dass der Heilige Geist gekommen ist. Dushaka kubona ko mpwemu yera yashitse. Ist der Heilige Geist unter euch? Mpwemu yera ari ngaha hagati yacu. Wenn der Heilige Geist nicht zu euch kommt, dann werdet ihr nichts erreichen können. Mpwemu yera nataza kuri mwebwe naco muzoshobora gushikako. Deswegen ist mein Tag hier, dieser Tag hier, nicht mein Tag, dieser Tag wichtig für uns. Damit wir sehen, sind wir. Gituma umunsi uhambaye kuri twebwe kuko tugira twibaze ngo twarashize. Ja, ich habe lange über diese Spiele nicht gesprochen. Leo, ist das richtig? Ja. Leo, ist das richtig? Abantu bamwe bibaza ngo Haben wir den Heiligen Geist? turafise mpwemu yera. Lass mich zu zweifeln. Ureke Pastor. kubyibaza ko cyane. Ja, ich heute sagen. Aber sie möchte, dass alle angezündet werden. Dass der Heilige Geist bei euch kommen. Weil Jesus ist gekommen und hat gesagt, wenn ich gehe, ich werde euch den Heiligen Geist schicken. Und ja, dann werdet ihr in die Lage kommen, das Wort Gottes zu verkünden. Ohne Angst. Petrus selbst. Petero wenyene. Petrus selbst. Der Herr Jesus ist in den Knast und wir haben ihn erkannt. Du warst auch mit ihm und Petrus Na Petrus wenyene yarumvise ko yari yafunzwe ariruka. ist gelaufen. Ariruka. Das war die Mutige unter den Aposteln, Iwe- die Jünger Jesu. Niwe bumva yuko ahubwo abishoboye mugabo niwe yibutse. Der Heilige Geist, sagen wir, war wenig in ihm, ne, oder gar nicht. Mpwemu yera yarafise yari nkeya cyane. Aber wir werden danach gucken. Muga tuzoraba. Jetzt Apostelgeschichte 2. Carlos, wenn ich nochmal kabili. Ja, danke, Liz. Ich bin so stolz für dich. Ja? Wirklich, Gott segne dich. Apostelgeschichte 2, ja, der Tag der Pfingsten, ja? An dem Tag, der Tag der Pfingsten gekommen ist, du kannst ja durchlesen. Umunsi wa Pentekote ushitse bose bari bakoraniye ahantu hamwe. Haza igihinda kivuye mu ijuru giturumbuka. Nk'uguhubuta k'umuyaga w'inkomezi. Ikwira hose mu nzu bicayemo. Hababonekera ibirimi vyigabanije nk'ivy'umuriro bibaja ku mutwe. Baja ku muntu. Bose buzuzwa mpwemu yera batangura kuvuga izindi ndimi. Uko mpwemu abahaye kuzivuga. Amen, Amen. An dem Pfingsttag, das war ein paar Tage nachdem Jesus im Himmel gegangen ist, dann ist ein Wind, das war, nehmen wir, das war hier, aber die Herren, das war eine Etage, die sind noch nicht in der Etage, aber kommt das später oder an der Ende irgendwann. Umunsi wa Pentekote ni umunsi nyuma y'aho Yesu atugiye mu ijuru. Ja, stimmt. Dann ist ein Wind gekommen. Haje urubusi.
wo die Jünger waren. intumwa zari ngaho Und dann die ganze diese ganze Platz wird erfasst. aho hantu bari hose bari ico gihugusi. Und dann hat jemand die Flamme gesehen Hari umuntu yabonye uwo muriro ku mutwe w'abantu auf die Köpfe. Auf die Köpfe, ja. Und dann, sie waren erfüllt baciye buzuzwa von der Heiligen Geist. mpemu yera. Von der Heiligen Geist waren sie erfüllt. Bari bujujwe na mpemu yera. Und sie haben angefangen, in Zunge zu reden. Baciye batangura kuvuga mu ndimi. Dieses Mal, das war die Sprachen, die bekannt sind. Kuri uwo mwanya zari indimi zizwi. Das war, weiß ich nicht, Ungarisch, Bibaza ko hari zari indimi za ibirimi nka Ungarish, Kirundi, Kirundi, Kizulu. Ikizuru. Aber das war die Sprache, die in der Nähe von Israel. Ne? Mugabo zari indimi zizwi ngaho impande ya Israel. Chapados, Papados und dann, die kennen sie alle, die ganze Geschichte. Gott hat weiter durch den Heiligen Geist der Heilige Geist hat weiter mit Leuten gesprochen. Mpemu yera yabaganije avugana n'abantu. Und manchmal in der Sprache, die wir nicht verstehen können. Ibirimi bimwe bimwe tutumva. Und wo die keiner versteht. Nta n'umwe yavyumvise. Auch selbst diejenige, die das spricht, Naho abantu hariho abantu baba bavyumva ngaho oye. die versteht das nicht. Ivyo bashoboye gutanga. Ich möchte fragen, Nshaka kubabaza wer in Sprache spricht, spricht zu wem? umuntu avuga mu ndimi aba abarira nde? Wer kann uns eine Antwort? Uvuga mu ndimi abari babwirana. Da wo ihr steht, kann nicht in der Sprache reden, das müssen wir nichts nutzen. Ngaho mpagaze ngaha ashobora kuvuga mu ndimi ntaco bishobora kuza. Wir bauen Wort Gottes. Ich spreche über das Wort, die euch gebaut. Nshaka kubabwira ko ijambo ribubaka. Hier, der Heilige Geist kommt. Ngaha mpemu yaraza. Petrus ist da, Petrus ari ngaho. hat das richtig bekommen. Yaciye aronka mpemu yera. Und die Leute waren zittern. Abantu batanguye gutitira. Diese Pinsa, aber Pinsa. Wie können die das, diese Sprache beherrschen? Abo bantu bashoboye kuvuga ivyo birimi gute? Die sind nicht ausgebildet. Bari baravyigishijwe. Und Petrus kommt hin und er sagt, die Leute sind betrunken bestimmt. Petrus araza ngaho aravuga ati aba bantu baborewe. Die anderen haben gesagt, diese Leute sind bestimmt betrunken. Abandi bantu baje ngaho baravuga ati aba bantu batatu ko banywa. Aber Petrus sagt, Na Petrus aravuga die sind gar nicht betrunken. Hey, es ist 9 Uhr am Morgen. saa 3 yo mu gatondo Das kann nicht wahr sein. ntibishoboka. Ah. Und Petrus sagt, und ja, wir wissen nicht, warum das geschieht. Ntitushobora tubizi igituma ivyo bintu vyashize. Die Leute haben sich diese Frage gestellt und dann was? Komm. Diese Zeit wurde von Prophet Joel gesprochen, dass der Heilige Geist Profete Joel yarabivuze ko uwo mwanya Gott wird der Heilige Geist gießen ko mpemu yera azokuzuzwa ngaho mu bantu. Die Jungen werden prophezeien, die Mädchen werden prophezeien, die Alten werden prophezeien. Abantu bose bazoheza bavuge ijambo ry'Imana. Die werden von der Heilige Geist prophezeien. Also, wo ich von am Reden. Ja?
Wir können diese Worte suchen. Okay, die Zeit ist so ein bisschen. Aber wir können aber weiterhin. Wir beginnen ganz unter und dann sehen wir das Ziel. turagenda turabe aya majambo ari munsi. Da sind wir, also, wir waren auf Vers 4. Nun gehen wir auf Vers 5. Damit wir sehen, woher das kommt. Also, was geschehen ist, war schon längst Jahrhunderte gesagt. Byashitse muri uwo mwanya byari ibintu byavuzwe kuva kera Dass der Heilige Geist wird kommen yuko mwe murazoza und die Leute werden von Gott eigentlich sprechen können. abantu badashobora kuvuga batangura kuvuga Imana. Und die haben gesessen, Ari bicaye ngaho manche von denen oder viele von denen, bamwe die haben nichts gespürt. nta na kimwe bumvise nta na kimwe cyavuga. Nta kariyo bari gusa, nta kariyo nariye. Abandi nabo bari begeistert. Die anderen sind so mit der Heiligen Geist. Halleluja, Halleluja, wir werden im Himmel gehen. Und die anderen, Bamwe bari buze mwe mwera batangura kuvuga abandi ntacyo bumvise. dann haben wir gesagt, hey. Und Batangura gutitira. Und Petrus hat gesagt, dieser Jesus, die gekreuzigt haben, er hat ihn gekreuzigt. Das ist er, der gemacht hat. Bashyize Yesu ku musaraba. Und wir haben verstanden, wir sind dafür zuständig. Unsere Chefs haben das gekreuzigt und wir haben auch geklatscht. Die haben verstanden, dass die Jesus gekreuzigt haben, weil deren Chef hat Jesus gekreuzigt. Barumvise yuko ko ari Yesu Kristo yahambwe ku musaraba. Dass deren Chef das gemacht haben. Yuko ari umushefu wawe yari yarabikoze. Und sie haben auch die Leute, die Bevölkerung hat auch zugestimmt und die Hände geklatscht. Kandi muri uwo mwanya bari bari baravyemeje barakoma amashi. Ja, Hände hin, nah. Und dann kommt das Entscheidende. Haca haza ikintu gikomeye. Und das ist das, was ich dir sagen möchte. Ico gico nico nshaka kukubwira uno munsi. Und dann haben die gefragt, so, was machen wir jetzt? Was können wir jetzt machen? Bashatse kubaza ico bashobora gukora. In anderen Worten, nous sommes pris. Wir sehen, ja, wir können nichts, ja. Aber dann, Petrus sagt, ja, du Buße und lass euch taufen. Petrus aravuga ati nimuze kubatizwe. Die Buße zu tun, ist keine Theater. Ivyo biriko birakorwa ngaha si ibintu vy'amateatro. Sie taufen zu lassen, ist keine Gebrauch. Kugira ngo mubatizwe si ikintu kiri aho ngaho. Zum Mutschus. Das ist eine, sagen wir, eine zeichnende Bekenntnis, ein Signe de Conviction, ja, wenn wir das sagen können. Ja, Petrus sagt, hallo, jetzt, alles was dahinter ist, konnte ihr verhindern, dass das für euch eine Konsequenz hat, da indem ihr sagen würdet, ich wusste, Jesus Christus, ich lasse mich taufen. Petrus avuga yuko ivyo ibintu vyose babizana imbere agatangura kuvuga yuko Die haben Angst gehabt und Petrus hat gesagt, Buße und lasst euch taufen im Namen Jesu. Da gibt es Leute, die das genau ein Thema gemacht haben. Ja, und sie sagen, wenn du nicht getauft im Namen Jesus, dann bist du erstmal eine falsche Taufe bekommen. Wir glauben, dass Jesus ein Gott heißt. Also Gott ist Immanuel, Jesus ist Immanuel, das heißt Gott mit uns. Nun, wir in unserer Gemeinde sagen wir,
Priester, fragen da so. Wir haben in unsere Doktrin, also unsere Doktrin, was man jetzt verkündet, das heißt Konfession, wir haben eine Formel von 28, Matthäus 28, übernommen. Ja? Twebwe rero hariho abantu bashobora kwibaza ngo murambarira kuvuye byinshi ngewe na famille ni ukuvuga hariho abantu inshengero yaciye afata umugambi wo kuvuga ngo utabatijwe izina rya Yesu yabatijwe neza, ariko twebwe tuzi ko Yesu ari Imana mutima, Emmanuel. Twebwe rero amashengero yafise ukwizera kwa Pentekote na Karondanze, twafashe kiriya giteko Yesu yavuze muri Matayo 28 kuva 19 kubatiza mu izina rya Data na Mwana na Mwene. Aber macht euch keine Sorge, denkt nicht, ich bin falsch getauft worden. Tatsächlich, du kannst falsch getauft geworden, indem du getauft bist, ohne zu glauben. Wie wenn, also der Computer macht das verspielt, in Markus, glaube 6, 15, Markus 15, 15 bis 16. Kann jemand das lesen? Hat jemand die Bibel zum Lesen? Das war die Vorbereitung, aber ich möchte dann trotzdem sagen, damit die Leute nicht denken, oh, ich bin gut getauft, oder während sie nicht gut getauft sind. Uwizera wese akabatizwa. Derjenige, der glaubt und der lässt sich taufen, der wird gerettet. So einfach ist das. Nein, man denkt, ja, ich mache das für die Familie und ja. Das Wort Gottes sagt aber so. Okay. Wir kommen zum Schluss. Ich sehe, während am Schlafen, weil wir wollen diese schönen Momente mit der Heiligen Geist haben. Ja? Wir wollen den Heiligen Geist anladen, er kommt. Gott ist hier. Vor 2000 ist dieser Heilige Geist vor uns gegossen. Und wir sind am Verstecken. Und wir wollen das nicht, das kommt und sagen, komm, Heiliger Geist. Komm zu uns. Ja, das ist die Zeit. Das ist die Zeit. Ich werde abschließen mit einer Passage. Aber lass uns dieses Lied singen. Ich weiß nicht, wer das kennt. Imwa bitangi bufuti uga ushumusara turabangira turera yuko muba Yesu Wir werden weiter hier mit dem Wort Gottes. Jetzt ist ganz ernsthaft. Wir müssen erkennen, dass wir dürfen nicht mit dem Wort Gottes spielen. Neza cyane.
kuko abamaze kwakirwa n'umuco, die Erlösung bekommen haben, die diese Gaben vom Himmel bekommen haben, die auch die Heilige Geist bekommen, die auch das Wort Gottes bekommen haben und die Macht des Wortes Gottes von der Zukunft. Diejenigen, die dann von dieser Situation runtergefallen sind, ja, bakabivamo, ja, eine war zum Beispiel, hatte sagen wir, hat geklaut oder hatte gemacht und sagen, ja, warum machen die das nicht? Also vorher, als ich da getrickst habe, habe ich wenig reich geworden. Als ich Sorcier war, habe ich viel gewonnen. Der Mann kommt wieder da, lässt diese Aufgabe Gott zu dienen. Abantu baciye mu bintu byinshi bitandukanye, ari ukwiba, ari ukwica, ari ugusambana, abantu bose baciye muri ibyo bintu byose bakagaruka. Die können nicht zurückkommen Bashobora kugaruka und neu werden. ngo babe bashashe. Die können nicht tun, Buße tun. Terega gutanga imanzi. Weil die kreuzen weiter das Kind Gottes. Abandanya bashira umwana w'Imana musaraba. Und die en public. Die machen ihn Story oder Schau in Publikum. Ja? Ja. Wir gehen noch beim Hebräer 10:26. Kuko namba dukora ibyaha ibigirangana kandi tumaze guhabwa kumenya iby'ukuri ntihaba hagisigaye ikimazi cy'ibyaha. Das ist das Wort ist so ernst. Es ist ein Punkt, wo wir keine Wende, wo keine Möglichkeit haben, die Wende zu machen. Aber ich gehe davon aus, jetzt wir sind in einer Situation, wo ihr Buße tun können. Und das ja. Dies ist ein Moment, wo ihr Buße tun können. Und danach, das wird auch eure Entscheidung, lasst euch taufen. Weil wir haben hier festgestellt, man kann seine Taufe futsch machen. Akawufuta, genau. Neza cyane. Nakawica ntimukitumubatse. Turakumbuye bya bihe bya Muhemuye. Wir möchten diese Zeit, wo der Heilige Geist gesprochen hat. Und er spricht weiter. Warum heute der Teufel kann so laut sein und sagen, diejenigen, die prophezeien, sie lügen. Es gibt welche, die liegen tatsächlich, die Kohle suchen. Wenn in dir kein Heiliger Geist ist, dann wirst du gar nicht verstehen, was der Heilige Geist zu der Gemeinde sagt. Damit mache ich jetzt Schluss mit dem Wort Gottes heute. Wir werden beten.